Guten Morgen, die Schwester und Freund. Heute war an jedem ein Willkommen hier von der Samarias. All die, was hier taub gekommen sind, und die, was nicht kennen kommen, was vielleicht angeschaltet sind, oder was wollen anschauen, Livestreaming, heute sind auch willkommen. So, jeder einer willkommen von der Samarias. Das habe ich verloren, als war ganz ab in Segen von der Samarias. Und mein Gebet ist auch, dass Jesus dort gekommen, rausgekommen, um einen Segen zu kriegen. Wir kijken voorwaarts naar wat de Herr voor ons van de Samarias heeft. En wanneer we naar onze bulletin gaan doen, ik wil niet over de dingen gaan, wil ze zijn wat aan de wand aangedacht worden. So, ik hoop, je hebt dat zijn opmerkzaam gewassen, hebt toen gekeken. En wanneer niet, je hebt ook een bulletin. Wanneer je niet een bulletin hebt, dan neemt je een, die ushers zijn te heen, die worden je ingeven, wanneer je wil. En dat is wat ik dacht, wat ik vielleicht voor een klein beetje leggen uit te tekenen, is... Die hadden al bekannt gegeven dat die willen de kerk reinmerken, willen kerk bezorgen hier. Zal Samarias stattvinden. En ik merk dat we zijn te naad dat meer wat opgezien hebben. En ze vroegen ook, wanneer wat mannen worden rijden zijn en ballen zijn en tijd gaan te helpen. Er zijn beste steden, waar dat veel net aan mannen. En door als mijn loten nu af geen man opgezien te veel. So, wenn die Zeit haben und die wollen wählen einen Dienst tun, und das ist auch ein Dienst für den Herrn. Und die frühen Menschen, die wollen das viel rechnen, wenn die Männer reinkommen und helfen. Das sind was Städten, was vielleicht auch noch hoch ist, wo die früher allgemein nicht leichen zu tun. So, wenn die Zeit haben und die wollen wählen, ich lade ihnen an, abzusein, das Abschied erst dahin nach Hause, so dort absein, und dann kommt auch helfen damit. Und so evens, wenn wir vorwärts checken, das sind mehrere Dinge, die wir vorwärts nur checken. Checken die Eva, und wenn das fällt ab zu sein, oder was immer, dann dort ab sein für die Dinge. Wir checken vorwärts nur diese verschiedenen Dinge. Wir haben Sunday School Picknick, was wir zu kommen haben, in Juli den 3. Und so sind verschiedene mehr Dinge, die da kommen, und ich war dort hier bis beloten. Aber eines, was ich auch noch ein bisschen utteichnen, ist, wenn die unsere Notes checken. Je hebt het al gemerkt dat we dat al dat grief share gewesen, dat we hier jede dinsdag s'avonds hebben we hier grief share gehad voor 13 weken en we komen nu bij ons laatste session dinsdag en we worden mal zijn wat we van hier wieder worden doen, als dat wat fehlen, dat we wieder worden en wanneer het wat nodig zijn, wanneer het sparen dat, dan zo nog wat het fehlen dat, dan wollen we vielleicht wieder von Flaschen anfangen, aber vielleicht nicht eher aus dem September oder door eens voor, we worden een beetje als du nur rechten, als das Wort fehlen, als die Sonne sind, was da wurden gleichen, das durchzugehen, das ist für so eine, was da ein Verlust hat gehabt, wo wer richtig gestorben ist, ihre Familie oder ein Partner gestorben ist, oder was immer das ist, was da eine schwere Zeit hat, durchzugehen, in der Zeit, will sie die Loved Ones verloren haben, mit dem Sterben, was da weggestorben sind. So, wenn die wollen teilnehmen, da an, dort ans Zweiten loten, ans Vornummer als da angegeben, so kann ich ans Zweiten loten, wenn die nicht schwierig sind, das durchzugehen, aber wir uns mit die nur rechten, als wir wollen anfangen mit dort oder nicht. Und ich glaube, hier was wir durchgegangen haben, das ist ein gutes Ministry gewesen mit dem Familie. So, ich hoffe, das würde für ihn dann auch sein. So, eben zweitens, was durchgegangen, wir wollen Jake Peters von uns leiten, von der Versammlung leiten mit dem Gesang, mit seiner Gruppe. En dan nu dat wat Pastor Piet wat ons met de Duitse aandacht bedient. Maar we is onze hebt in het gebed waar we God aanladen hier in onze maat te regeren hier te zijn. God himmlische Vader, we danken die voor deze gelegenheid van de Samarias hier top te komen, om te zijn wat u voor ons hast gemerkt, we verloten ons op een Segen hier van de Samarias. En ik bid dat u wordt te ons alle reden, durch die woord, durch die deiner. Pater Klosen, ich bitte, dass du uns besonders viel mit den Heiligen Jessen die Freiheit geben und die Freiheit geben, den Wort fertig dass die anderen hast am Horten gelegt. Und ich danke dir, Herr, was du hast, regelmäßig vor uns im Verrüt. Ich bitte, dass du uns hier in unserem Markt wirklich die Stärke bewiesen, durch den deiner. Und ich bitte auch für alle anderen, was immer hier von der Samarias stattfindet, dass du uns dort zu jeden sind, dass du uns Gesang leiden, dass du uns Gesang leiden, mit den Heiligen Jessen. Wir beten, Herr, dass uns Gesang wirklich die ihr sein und uns tam sehen. Und ich bitte auch, wo immer anders werden, wo die Wort von der Samarias wird verkündigt worden, dass du auch wirst jeden sein, dass du wirst kraftig bewiesen, wo immer die Wort wird gepredigt worden. Und was immer da wird getan worden in den Namen, wo die Kinder sich versammeln tun.
Ich bin auch versuchen, was die wollen vielleicht gleichen hier von der Samaris zu sein, aber ich kann vielleicht nicht, wenn es Gesundheit oder was immer. Ich bin auch für dich, dass du da, wo immer sie angeschult sind, wo sie anschauen, dass du wirst, die auch stark bewiesen zu ernten, dass du auch wirst zu ernten reden von der Samaris. Ich danke dir, wir wollen die Frauen aus du wirst hier regieren in unserem Markt von der Samaris. In die Namen beten wir das mit Danksagung. Amen. God Marius. We wat leider zijn. En dat eerste leid is jetzt een zelge aandachtszeit. Dat is ook een jene Hildietje beker, de zwarte beker, we hebben dat leicht is een beuk te nemen. Zum Folien kan zeer wellig. En voor de posten is zum Abstund, kan abstund. Dat is nimmer saas. Du hast geen vriend zo trouw als Jezus. Help
die Tappen, alles alles super bad. Hei har fått för gina svaren, dann wird den Tag und klar. Falls die Einsamen verloren, wenn ein dunkler Tag beton, es der Doktor drücke alles, lass sie fashion ab und nimm die Tüte nicht im Beten, Gott ist doch der was da war. Jesus steht auf rechten Haken, Heil versiegt die jeder zu. So frei, ganz frei. Wenn mir die Welt dort sein, sein Blut merkt mich frei von der Sinn. Durch Gott seine Gnade Erbarmung, sie erknüpfe mal sein Kind. Sonst frei, ganz frei, sein Blut merkt mich frei von der Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik wel maar zijn kind. Ons vrije zomer tegen Jezus, en een kleed wat ik heb zelf niet meer. Ik weet dat hij blijft je bezien me, zolang als ik leef op beheer. Zo vrij, ganz vrij, zijn bloed merkt me vrij van de zin. Zo vrij, ganz vrij, nu zie ik wel maar zijn kind. Ik dank verder in de luizen, ik prijs aan den ganzen dag lang. Ik zing wild, ik hab ons nicht lesen, min wat das komt ook van je sagt. So frei, ganz frei, sein Blut merkt mich frei von der Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik wel maar zijn kind. Ik weet dat ik woanders zijn, mijn König, mijn Heiland, mijn Freund. Hij wijst mij krijg wo ik zal gaan, hij naast mij op bij weg zijn kind. Zo vrij, ganz vrij, zijn bloed merkt mij vrij van de zin. Zo vrij, ganz vrij, nu zie ik ver maar zijn kind. Dankeschön, David Dosat. Go to Marius. Ich habe nur so einen langen Break gehabt mit hier Andacht verbringen. Ich war am von Anfang an nervös geworden. Da wird ein schöner Leid, wenn wir sagen, dass ich nicht ganz frei durch Jesus sein Blut. Ich denke, dort Blut sehr viel, was für gut ist geworden für mich. Das hat uns wirklich ganz frei gemerkt. Und wir wollen nu durch Jakobus Kapitel 2, durch der 14. Vers anfangen. Und wenn die Leute denken, dass das erste Blut von Jesus, was uns hat ganz frei gemerkt,
En einige verstehen het dan so, dass du sind keine Worte, was maten fallen, du fandet as, wir sind frei, wir sind losgekauft und die Sache ist bereit und das fahre und du brauchst nichts nicht. Maar het je doen, en van de zuiligheid braucht du nichts je doen. Dat bloot heeft dat alla je doen. Aber du sind Worte, was daran maten fallen, du nu. Ich habe einmal ein bisschen vertellen mit einem anderen Mann, er war geboren und er sagt, das einzige Ding, was für mich in die ist das Glauben, dass Jesus das fertig gemacht am Kreuz. Er sagt, von du wieder schaut nichts mehr Wort. Und ich sagte, was meint das dann, wenn wir sollen unsere Worte sein, was meint das dann, wenn wir sollen ans Licht lassen schienen? Sie sagt, oh, vertraust du von deiner Seiligkeit für dein? Ich sagte, nichts von so. Ich höre ganz klar, Jesus im Blut bedacht hat, dass wir sind dann frei. Das hat Leute, die das singen. Aber die Schrift sagt, es hat viele Stellen, dass die Glauben ohne Worten als Tod. Und das war wie von der wir mit Eva gehen. Ans Glauben an Jesus als das, was uns seilig merken wird. Das ist ganz klar, Jesus wird in den Kreuz, ich komme nicht in diese Welt, Tim sich Leuten am Kreuz nehmen, wenn er sagt, er gibt sich Hand, er nicht das am, du nehmen dein, er gibt sich Hand, er gibt sein Leben Hand für die Ursache. Er dürft nicht darauf, dass Fleisch, da wo Theorien für mich in die, dass wir können du da seilig werden. Er dürft wenn wir eine Garantie, dass dort wird, was der fehlen wird. Aber er sagt nur dem, dass wir uns lächeln und schienen, du war wir meist wird ein bisschen übergehen. Weil wir taub erst noch ein bisschen beten, wie in Gott nicht wird angehen, dann sein am Freitag hat was sehen, fand sie von der Smarts. Himmlischer Vater, wir kommen für den angesagt von der Smarts, wir danken dir für den Wort, wir danken dir für das Jakobusbrief und der andere Schriftstück, was wir da benehmen von dir. Wir freuen uns, dass ihr wurscht an so harten Aufmerken, an so Öhren Aufmerken, dass wir wollen jeder einer von uns wirklich durchkriegen, wo du geschrieben hast, hier zu uns von der Smart. So wir danken dir dafür, dass ihr das nehmen. Amen. Wenn ihr in der Bibel in Mat habt, merkt ob nur Jakobus, Kapitel 2, der 14. Vers. Hier sagt er, was halbt dort, Brüder, wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben und hat aber keine Worte? Kann sein Glauben am Raden? Ich habe hier zwei Frauen in dieser Vers. Was halbt dort, wenn ein Mensch sagt, dass er Glauben hat, aber das noch nicht zu sein, das noch nicht zu beweisen? Wenn ihr Matthäus Kapitel 7 nennt, ich wo du nicht sich nachgehen, aber du sagst, ihr wollt einen Baum kann tun, was ihr für Frucht tragen wird. Du sagst Worte, was dabei kommt. Hier sagt er, was halbt dort, wenn du sagst, du hast Glauben, aber es sind keine Worte dabei. Und dann hast du die zweite Frau in der Fall sagt, kann dein Glauben am Raden? Wenn der Glauben, das ist der Titel, was ich mir gewählt habe für das Sonntag, von der ist, kann ein Mensch Glauben haben und nicht verändern. Ist das möglich, dass du kann ans Hand hinein für Gott und am annehmen als uns persönliche Heiland und heute uns Rade, uns Erlöser ist, ist das möglich, dass wir dort alle tun und dort never nicht zu sein ist in uns Leben. Das ist mir, was die Frau in dieser Vers sagt, kann sie Glauben am Raden, wenn ich keine Worte sind, was dahin herumkommt, dann ist es möglich, dass der Glauben am Raden kann. Wir haben hier sagen, dass es von Büten zu sein, was das Hort von Fall ist, oder ich kämpfe mit Mühl Eva und so wieder. Und das war diese Vers mit meint, dass es dort so ein Glauben, was never nicht zu sein ist, was nicht Worte mit sich tragen, nicht, dass die Worte am nur an Gott bringen, oder dass die Worte am nur Gott bringen. Aber wenn der Gerat ist, dass die dann die Worte dort bewiesen, was auch passiert ist in seinem Hort. Matthäus Kapitel 5, Vers 13 durch 16. Hier sagt Jesus, so erstlich aus Martin Luther, heute die Bibel übersetzt in Hochdeutsch, am Janke hier in das Buch, Jakobus Buch, durchzunehmen. Er sagt, das wird ein Bett so, als wenn es auf Straugebiet wird. Es hält sich alles am Wagen und er glaubt, es wird durch genug. Er weiß nicht, dass das überhaupt wir sollen nahe tun. Der Buch, wenn er glaubt, dass er bloß von Wagen, was wir sollen tun. Und er weiß nicht, was dort für ein Anfang. Er glaubt, wir ein Bett so, und er von Jolien, was auf Straugebiet wird. Und mein Vater sagt, dass der Bahn ist, wenn der Post kriegt, der Apostel Paulus, der sagt, von genug reden, und Jakobus hier redet reden von, was, wenn er genug ist passiert, dass wenn wir schwere Bühnen sagen, wo das dann loten soll in uns Leben, was passieren wird und was das loten soll. Und Jesus das hier
bijstoen met alle bed. Matthäus 15, 13 vers aanvang zegt hij, je zijn de zout op de eerd. Wat is zout, wenn das nicht zu schmecken ist? Zout, das merkt einen großen Unterschied, wenn du eten merken das oder so wieder, und du de Salz mangst das merkt einen großen Unterschied. Das bringt den Geschmack dabei. Und er das anstellen, und dann kann so viel oder so wenig, so viel, und das man kriegt anstellen, das reich ist. Salz merkt einen großen Unterschied. Hier sagt er zu uns, als gläubige Menschen, die sind dort Salz. Was der Unterschied merken das in ihrer Umgehung, in ihrer Familie, in ihrer Mitarbeiter und so weiter. Sagt er, wenn aber der Salz den Geschmack verlässt, wer kann das wahre Salz nicht merken? Das ist dann zu nichts zu bringen. Die können da bloß noch ausscheiden und von den Menschen verklungen lassen. Auf Englisch sagt er, dass am Feldstich nach das geht, boven rum zu gehen. Sagt, die sind dort Licht für diese Welt. Der 14. Vers, der Matthäus 5. Dort Licht für die, was das Licht? Wenn wir dort Licht sind, als gläubige Menschen in der Welt, Licht, das merkt, dass Dienstnis verloren, dort alles klar zu sein ist. Und wir als gläubige Menschen, wir sollen dort Licht sein für die Dienste Welt, für die, was damals sind, was noch nicht sind im Glauben gekommen. Dann sagt er, dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, die ab dem Bauch liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestaubt die unter einen Armer. Der wird doch auf dem Lampenhüller gestellt, dass du vor allem in Haus Licht hast. Und das ist der nächste Fall, das was wir einmal als Bulletinband haben, auf Englisch, der sagt, ist das, Lut auch jünlich für die Menschen schienen, dass sie jüne gute Worten sein, und die vor dem Himmel du verloven. Die Worten, was dann zu sein sind, was eigentlich dann, wenn wir schwache geboren sind nicht sind, was uns nur bringen ohne Gott, aber sind sind, was Gott verherrlichen tun. Dass all die, was dran sind, was das sein tun, die Worte, was wir dann tun, dort ist, wo sie zu sein, das ist durch Gott passiert. Die Worte, was wir hier nicht sagen, das kommt von Gott, dass Gott loben dann für was hat getan, in der Person wird dann wahre geboren ist. Sie sagt, wir sollen so ein Licht sein für Menschen, so dass unsere gute Worte sein kann, durch es verbietet, mal zu sein sein, und dass die dann nicht uns loben sein, oh, das ist eine gute Person, die viel gute Dinge, aber die dann durch dort sein, preis Gott für was er getan hat von dieser Person in ihrem Leben, dass das zu sein hier ist und eine Veränderung passiert. Ein paar Kapiteln wieder, Matthäus Kapitel 7. Hier redet ein bisschen von, dass Jesus uns ein bisschen geworden, vielleicht von sein, wir haben Glauben, aber wir haben das nicht dabei. Bloß das Sein allein. Hier sagt er, Matthäus 7, Vers 21, 23, die waren nicht alle an den Himmel gekommen, die zu mir Herr sein. Du kommen bloß die an, ich höre mal, was er hier sagt, die du daunen, was mir Vater im Himmel sehen wollen ist. Nicht alle, die bloß sagen, Herr, ich sehe den Sehen oder deine Tochter, aber die, die daunen, was Gott sehen wollen ist. Er sagt, nicht alle, die sagen, Herr, aber die, die daunen, was Gott sehen wird, sagt, wollen im Himmel hineinkommen. Und dort stammt auch bei mit Jakobus 1. Kapitel, ich glaube, 22. Vers, wo er sagt, dort wird hier allein, als nicht genug, wie man daunen, was das sagt. Das wird Jesus sagen, dass er bloß sagen, das hilft uns nicht. Dort daunen, die wollen hineinkommen. Sag, an jenem Tag waren viele zu mir sagen, Herr, habe ich nicht in die Namen geprophezeit, in die Namen so tun rückgedreven, und in die Namen viele gewaltige Worte getan? Und dann war ich sagen, das ist Jesus, was hier sagt, dann war ich sagen, ich habe jünd noch nie gekannt, war ich mit jünd geschlachte. Bloß sagen, wir haben Glauben allein redet nicht. Das wird Jakobus hier zu sein, das wird Jesus uns hier sagen, dass ich sehen wird. Und Luther sagt in Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, das zweite von letzten Kapitel, der 20. Offenbarung, Vers 11 und 12. Hier sagt Jesus, ihr steht hier, die, die dort down, die wollen dann kommen, nicht bloß so, was sein. Und hier in Offenbarung 20, Vers 11 und 12 sagt er, das ist Johannes, was ich hier gesagt habe, sagt er, ich sag, in großen, witten Trauen, in denen der boven sagt, Himmel und Erd fliehen fliehen von am Weich und wir nicht mehr zu finden. Ich sag, die Todes, klein und groß, vor Gott, in den Thron stehen. Du werden Bücher aufgemerkt,
dann wird noch ein Buch aufgemerkt, und dort wird das Lebensbuch. Und die Dodes worden du nur gereicht, was in den Büchern von ihren Worten geschrieben stand. Diese Bücher, und was hier sagt, aufgemerkt worden, da waren du nur gereicht, als dass ihr beschrieben stand von ihren Worten, was sie getan hatten. Als gläubige Brüder und Schwestern, als dann, was hat Jesus angenommen, wir waren nicht derben für den gerecht tun, wo der uns wird strafen für die Dinge, was wir an Arach tun, wir sind gerat, wir sind dann wahrheilig, wir kommen dann für Jesus in rechter Stelle, noch ein anderer Stelle aus, und noch ein anderer gerecht, als wo der eng, wo die Ungläubigen waren gerecht worden. Wir waren niemals gerecht worden, als wir waren im Himmel ankommen oder nicht. Wir waren gerecht worden, für was wir getan haben, du nur, was wir belohnt waren im Himmel. Aber hier sagt die Bücher, was aufgetan worden, das sind, wenn ich das hier so recht verstehe, das sind die große Wettertrauen, das ist dort, wo am Ende von der Welt den großen Gerichtstag. So, da waren zwei Gerichtstage, einer als für Jesus in rechter Stelle, wo er all die Gläubigen wird, belohnt, für was sie getan haben oder nicht. Aber die waren nicht gerecht worden, aus dem Himmel ankommen oder nicht. Dort ist passiert der Moment, wo die haben Jesus angenommen, dann sind wir von den gerecht los. Aber die Worte mussten da herumkommen. Offenbarung 22, Vers 12, sagt der Wahrer, sagt, kick mal, ich komme bald, ich habe meinen Lohn mit mir. Ich habe meinen Lohn mit. Und jedem du nur zu geben, was sie nicht Worten gewahrt sind. Wenn wir uns selbst proben, dort deutlich zu merken, dort ich stehe im Glauben, ich habe Jesus angenommen, ich kann sonntagsmorgens in die Kirche kommen, zu allem sein, Gottes Segen mit die haben Gott Tag, und an der ewige engen Weg leben wir, kriegt es die Welt, und dann wird einmal uns Fleisch jankern, dann stehen wir im Gefahr, wenn er sagt hier, wir wollen alle tun, was unsere Worte sind, weil wir gerecht werden. Wir können nicht sein, wir sind im Glauben, und dort niemals nicht zu sein ist, dass wir nicht in Licht sind in der Welt, dass wir nicht das Salz sind für die Welt, dann stehen wir in großer Gefahr für den Tag. Dann wird Jesus vielleicht zu den Jahren sein, ich habe ihn noch niemals gekannt, wach für mich. So, das sind Worte, die da herumkommen, mit uns glauben. 3. Jakobus 2, der 15. Vers, die sagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht untertragen und zu eten haft, und die sagen wollen, gut mal im Fried, halt jünd warm und ät jünd satt, und wollen nicht angeben, was am fehlt, was wird das halten? Das ist noch eine Frau, wenn die Worte nicht herumkommen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe das nicht zum Eten, ich weiß nicht, wie ich wieder soll, ich fange an schwach zu werden, mir fehlt das zum Eten, und die sagen, oh, sie gefällt und gut und Fried. Aber doch nicht geben da, und der Wort, was du hast, dass das dann geben, was dir fehlt, und dort passiert nicht, was halbt das? Oder wenn die kommen und sagen, der Winter ist nicht hier, wie verstehen das hier im Knorrer, sagen, gut, wenn der Winter wird kalt, wenn wir kommen und sagen, ich kann mich bloß nicht warm mit untertragen, und mich friert, und wie ans Haus ist so kalt, und dann kann ich natürlich nicht mehr wieder, wenn es wird so kalt, und wir sagen, oh, sie gewärmt, gut, muss Gott die segnen. Und wir dann nicht mithalten, die Worte machen dabei sind zu mithalten, was halbt das bloß sagen, oh, sie gewärmt und gut. Das halbt noch nicht. Die sagt, die Worte machen dabei sind. Du hast eine andere Aussage von so einer, was du Gläubigen sind, als so einer, was du nicht sind. Für einige Menschen haben sie eine gute Mitleid zu wiesen. Ich finde es auch ganz leicht, wenn sie sagen, kämpfen wieder oft, dass wir was fehlt, die spüren sich all, die halten mit, und sie wieder für andere Asset vielleicht nicht ganz so leicht zu tun, aber wir machen unsere Worte sein, in dem Weg, dass wir wahrlich sind, mitzuhalten. 1. Johannes 3, Vers 18 sagt, liebe Kinder, weil wir nicht bloß von Leuten reden, aber da in Wahrheit mit Worten bewiesen. Ich sage, ich für das, will anfangen zu merken für diese Botschaft, ich dachte so, was war wir hier so reich alle zu sagen, wenn wir können alle verstehen, Worten und Glauben, das soll top schaffen, aber wo die Bibel von Anfang bis Ende, wo die top passen hat, oder die Worten machen einmal den Glauben fallen. Nicht den anderen Raum, nicht, dass die Glauben, die Worten nur kommen. Aber wenn wir im Glauben erst, die Worten, die kommen, hängen ran, das ist einfach von Anfang bis Ende in das Buch fing wir dort.
In Johannes 13, Vers 34 und 35, sagt er, ich gebe ihnen ein Nähe gebaut, je sollen ihnen ihren einer Gott sein. Kriegst du, als ich ihnen Gott gewass, sie ihnen Leif einander soll größer Gott sein, als meine Leif für ihnen. Wenn ihr Leute ihren anderen haben, wollen alle Mann sagen, dass ihr meine Kinder sind. Wenn du Leif bewiesen das, wo schafft anders Leif zu bewiesen, als wenn du Worten mitkommst, was du dann das. Wenn dieser Bruder oder Schwester kommt und sagt, mir hungert, und du sagst, oh, gut im Fried, sie gefällt, sie sagt, aber du das du nicht tust, dann hast du noch keine Leif bewiesen mit deinen Worten. Alle Mann soll weiten, dass wir zu Gott gehören, weil wir dann anders aus der Welt sind. Wir dann unsere Leib, was wir bewiesen, Worten fallen heran. Wir dann nicht bloß von Leib reden, wir dann wirklich mit unseren Worten das bewiesen. Das wird Jakobus hier deutlich zu merken. Jakobus 2, Vers 17 sagt, so ist das auch mit dem Glauben. So ist das auch mit dem Glauben. Wenn er auf Jesus gesagt, wer sagt, zu seinem Bruder oder Schwester, aber wem dort fehlen, bloß sagen, oh, sie gefällt und sie gewärmt und go. Und je dann aber nicht das hört, halb nicht, sagt er, so ist das auch mit dem Glauben. Wenn der nicht Worten hat, als der Tod. Bei ihnen wollen sagen, du hast Glauben und ich habe Worten. Wie ist mit den Glauben ohne Worten und ich, weil die meinen Glauben, wie sind durch meine Worten. Epheser 2, Vers 18. Paulus sagt, ich krieg so, das stimmt hier mit mir, was Jakobus sagt. Er sagt, ihr schlecht, Epheser 2, Vers 18, sagt, ihr seid durch Gott sind genug gerat. Willst du glauben? Die sagst du bereit. So wird uns gerat sein in der Säuligkeit handelt das nicht durch, dass wir verdient haben, das durch, dass wir geglaubt haben. Er sagt hier, durch Gott sind genug, willst du glauben. Als du im Punkt dann sagt er, das ist nicht durch keine Worten. Und hier ist, wo die Ferien, wo die glauben, oh, Paulus und Jakobus, sie posten hier nicht gut taub werden. Einer sagt jetzt nicht durch Worten, der andere sagt, wir sollen Worten down. Und Paulus sagt das als durch den Glauben. Willst du glauben, sie geraten, und sagt, das ist nicht durch Worten, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht uit Worten, sondern keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. So, wir können niemals nur Gott kommen durch Worten. Wir können niemals nicht, Herr, euer sein, wie Gott willst du Worten, was wir tun. Er sagt, das soll Paulus hier sagen, das ist niemals durch Worten. Anders, wenn du kannst sagen, guck mal, was ich getan habe, wir wollen hier so ein bisschen Score haben, sagen wir mal, gute Dinge getan haben, wo wir können sagen, guck mal, so gut sie auch. Aber du weißt noch von was der Schrift noch sagt, dass wir nicht gut sind, wie dann selbst, dass die Worte das nicht bewiesen haben, wo gut oder wo nur wir sind nur Gott, oder wie kann es sagen, du durch, hab irgendwas verdient. Der 10. Vers in Epheser 2 sagt, du durch, habe ich gerade gesagt, dass keiner kann, das nicht durch Worte, dass wir nicht kann, uns selbst zu loben. Sagt er, du durch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen, in einen Stunde versagt, dass wir Gott tun kann. Nu soll wir nur leben. Wenn du brauchst, soll ich jetzt verdienen mit den Worten, sagt Paulus hier, das ist nicht durch den Staat, das schafft Gott. Aber willst du nu wahre geboren bist, sagt er, nu sie, wenn er nie Sinn hat Gott ans Eier sagt, sie seine nie Sinn dann, hat uns nie Stunden an versagt, dann sagt er, so dort wie Gott tun kann. Dann fängt er an zu teilen, dass wir Gott Dinge tun, wann wir wahre geboren sind. Vor dem sind das schwierige Linsen. Ich will nicht sagen, dass wenn du, was Gott das für nächsten, dass immer, dass damit denkst, aber vor Gott kannst du nicht nur kommen Arm durch die Worte. Aber wenn du wahre geboren bist, dann kann wir Gott Dinge tun und dann fängt das an zu teilen. Wenn wir wollen Score kicken, wir können sagen, wenn du wahre geboren bist, dann fängt das an zu teilen, aber das teilt dann nicht bei mir, oder bei irgendeinem anderen, Gott hat dann anschreiben, die Gott weiß, was daran tun wollen. Und du fährst, wenn die Bücher abgetun werden. Das Lebensbuch. Jakobus 2, Vers 19 sagt, du glaubst, dass du ein Gott hast? Das ist eine Frage, die hier sagen, dass wir in der was du glauben, dass du ein Gott geben. Dass er sagt, gut, dort glauben sie Gott, der bei sich ist da. Und du bist, sattern sie ut Furcht. So hier braucht jemand zu sagen, die glauben allein, dass du ein Gott hast, das meint noch nicht viel, wen die glauben, was wir an Gott haben, sagt, die Beise, yes, da haben sie Gott den glauben.
Und weet je wat onderscheid is van mensen met die bij ze gästen, die zetten sogar uit Furcht, wenn die wissen, dass ein Gott geben wird. Und dass du nicht drauf kommst. Verken, in dieses Menschen, wir sagen, oh, wenn ich was drauf ankomme, ich verschwinde Frauen, um zu Geld holen, und was alles war gut sein. Habe ich mehr Angst, wie zetten nicht, wir haben keine Furcht für Gott, aber ich will nicht sagen, wir sind alle gleich da, aber Verken ist das so. Und dann wird wir nicht mehr Furcht haben für Gott, leben wie wahrlich im Sinn, weiten, dass er artig ist. Und wir leben in den Sinn und wir sagen, oh, wenn der Strip umkommt, dass ich was schwimmen, das sagen, Gott, sei mir sind dir gnädig und dann für du wieder, sie wird dann wahrer Gott. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Idee zu haben und ich glaube, dass den was schaffen wird. Gott, die kennt mein Hart und die kennt dein Hart. Wenn du freiwillig im Sinn leben lässt, freiwillig Dinge das, was du 100% gegen Gott sein Wort sagt und seine Schrift. Er weiß dein Hart. Du wirst sagen, nicht alle, was der Herr sein, werden im Himmel ankommen. Wenn er weiß dein Hart. Die Beise Gäste, wo die sich abstellen gegen Jesus, Matthäus 8, Vers 28 und 29. Maar die Beise Gäste werden an, wie er wird. Was Jesus nur der andere sieht, das ist Matthäus 8, Vers 28. Als Jesus nu de andere ziet, wo dat kwam, en de gaat de reina erlernt. Dit is ook een van de stam van Israël, waar hij hier nu aankomt. Zij kwamen 2 mannen entgegen, die van beide Gäste bezeten werden. Die zich in Lage Greven abhielden en zo rietend werden, dat sie keiner wilde den Weg te gaan. Als de Jesus sah, fangen die an te schreien. Was hast du mit uns zu tun, Jesus, du Gott sehen? Bist du gekommen, uns für die Zeit zu quälen? Der Schwindeste sagen, Jesus kam an, dass die Beise Jesus kam vor gehen und sagen, was darfst du hier, Gott sehen? Bist du für die Titel gekommen, um uns zu quälen? Sie wissen dort, was Lohn wird sein. Und sie gründen sich, dass Jesus für die Titel gekommen ist, um dort all auszurechnen und Erd. Ich werde die Geschichte nicht ganz übergehen, aber das ist eine interessante Geschichte, wenn ihr immer dann studieren, dass gar der Reiner erlernt, Gegend, das wird ein von den Stamm von Israel, und ich glaube, Jesus ging hier haben, bloß wenn ihr wisst, die ganze israelische Gruppe Menschen, die sollen das alle hören. Und als sie das bei sich gestern hier schon rückgedreven, in der Schwingen und der Rand von der Kontra offen, versuchen du mehr, diese Männer wollen das mit bei Jesus bleiben, mit am Mat gehen. Und hij zei, nou goed, trainen huis. Wenn je gerade das Werk, was kann passieren, dass die Menschen durch den Gegend können sagen, was eine Verändernis wird in der Leben. Und es steht, dass das können am Markt kommen, dass dann werden wach sein. Die Menschen werden dann gleich antworten, was passiert wird. Sie sollen gehen und dort beweisen, was eine Verändernis wird geworden in ihr Leben. Nach einer steht, in Lukas 4, Vers 41 sagt er, du kommen nu viele Menschen bei sich gestern und schrien. Du bist Gott sehen. Er aber beschwächt dich und gibt dir nicht die Gelegenheit zu reden. Die wissen, dass er Christus wird. Das ist bei sich erst, dass die glauben dort und die sagen dort und die wissen, dass das wird wirklich Gott gekommen. Und er steht hier nicht vor uns, Jesus. Und die Gäste, die uit Furcht, uit Angst, Leuten sie weiter und schrien sogar, du bist Gott sehen. Und er beschwächt dich, wenn sie nicht können mehr sein, wenn wir noch nicht die Titel dort soll offenbart werden. Aber wenn du wirklich glauben, Gott ist der Allmächtige und hat alles geschaffen und Jesus wird ihn sehen und die ganze Geschichte, dass er für uns gestorben ist, wo kann das anders ist, dass es uns vom Bahn verändern wird, wenn wir das annehmen? Das geht nicht, dass eine gläubige Person kann sein, ich war, Gott hat mich geraten, dass ich ihn sehen. Und er hat mir reingewaschen und ich sehe nu eine ganz neue Kreatur. Ich sehe nu, das ist nu vom frischen Anfang da in dein Leben lebt. Kriegst du wie das, was verheer wird? Das was stimmt hier dann nicht. Nur der Schrift, nur du machst eine Verändernis an. Die gute Engel, oder gute Gäste, die hatten ein bisschen andere Aussicht, wenn die vor Gott kommen. In Jesaja saß, Vers 1 saß. Jesaja in der Engel, die hatten ein bisschen andere Aussicht, wenn sie kicken, dann wer es wird. Gesagt hat in Jesaja saß, Vers 1 saß. Das Jahr, als der König Usia starb, sah ich dem Herrn hoch erhoben,
auf einen großartigen Thron saßen. Und dort eingeschackte ein von seinem Rock, das unterste ein von seinem Rock, bedeckt die ganze Flur im Tempel. Ramam stünden Seraphim, das sind Engel, die jeder 6 Flechten haben. So, das wären die Engel, die dann vor den Thron stunden, vor dem, was auf den großartigen Thron saßen, der wird hoch abgehoben wird. Da haben den Stunden, die jeder 6 Flechten haben, mit 2 Flechten bedeckten sie sich ihre Gesichter, mit 2 bedeckten sie ihre Feut, und mit 2 flohen sie. So, sie stehen vor das heilige Gott und sie bedachten sich sogar, wenn das wird eine uit ihr, uit Feuchtfleisch, wo immer das dann, und sie müssen sich selbst bedachten, wenn sie wissen, sie kommen vor ein heiliger Gott. Sagt er, und die rufen einer den anderen, heilig, 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 als der Herr, der alles regiert. Die ganze Welt wisst, wo herrlich er ist. Die ganze Welt wisst, unsere Welt, wo wir nu sind, die wisst nur Gott seine Herrlichkeit. Diese Engel, die sich mir recht bedanken, wenn sie vor kommen, und die schreien ut, heilig, heilig, heilig. Und diese Sprache in dieser Zeit, wenn sie wollen einfach uitreichen, dann sie 2, oder wenn es sehr wichtig wird, 3-mal in der Rede selbst sein. Dann sagen, wo wichtig und wo ernst und wo eine große Sache ist. Wenn sie sagen, Gott ist heilig, dann ist okay, Gott ist heilig, und wir wollten dort, aber wenn sie sagen, heilig, 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 das ist eine große Sache. Und die bedanken sich mir recht, die große Sache, das wird verehrt. Dann sagt er, in die so raubten, als die dann so raubten, schadet die Qual. Und dort Gebiet wird ganz voll Rück. Und ich sehe das nu, was Jesaja sagt. Ich sehe, wo soll dort noch mit mir sein? Das kann mir eng sein. So ist ich red, als nicht reich. Und ich sehe einer von einem Volk, die nicht das Rechte sein. Aber nu habe ich mit meinen Augen den König gesehen. Den Herrn, der alles regiert. Als heute das sein wird, wer auf den Thron saßen wird, als heute eine Vision hat, soll das sein wird, am Wort Angst, er sagt, wo ist das Mensch, ich kann stehen bleiben, wo kann ich vor diesen heiligen Gott stehen bleiben? Ich will nicht mal reden, was der Reich ist. Ich kann nicht mal vor diesen stehen bleiben. Ich habe eine Angst an sich, wo ist das möglich, dass ich kann stehen bleiben? Dann flog einer von den Seraphim nur mir und von den Engeln. Und der hat eine Tang in der Hand, und der Tang hat ein glänzendes Stück Gold, das er von Altur genommen hat. Und der schied mir dort an, meine Lappen, an und sagt, nu dass deine Lappen angeschiert haft, verschwingt deine Schuld von mir und deine Sünden sind verjährt. Gott kann, das ist hier der Jesaja, er kann, wenn Gott uns anschiert, durch sein Sehen, durch sein Blut, für gut nach uns, unsere Schuld verschwingt, unser Sinn ist weich, wir sind verjährt, dann können wir anfangen, für ihn zu schaffen. Wenn wir auch vorher sind, so eine Wahrheit, dass heute sagen, wir reden nicht mal das Rechte, wir können nicht mal vor ihm kommen, wenn wir wollten, Salz. Jeder von uns kann sich selbst irgendwie verstehen, wie voll kart und dort, wo wir sollen sein, wie Gott. Und bloß durch die genug, was Gott uns geschenkt hat, kann wir vor ihm stehen. Weil der in Jakobus 2, Vers 20 sagt er, was du nur nicht ansehen, dass dein Glauben und ein Worten nützlich ist. Das wird nur, dass man ein bisschen Ausschuld, Fool, Dummkopf, ein bisschen dort. Was du das nicht ansehen, dass dein Glauben und Worten nützlich ist. Das halbt dir nicht, wenn du bloß sagen, dass du stehst im Glauben und das never nicht zu besingen, du never nicht, aber du kommst, dass du wirklich ut ihr Furcht für Christus verändert bist, dass du an was dein, dass nichts zu sagen, dass du nicht in dein Leben hast verändert. Sag ich, was du das nicht ansehen, dass das nicht halten das.
Wordt ons Vater Abraham nicht durch seine Worte gerecht gesprochen, als hij zijn Isaac op den Altar opfert? Die zijn dat zijn geloven matwerkt met dat, wat hij deed, en zijn geloven wordt durch seine Worte vollkommen. En zo wordt dat, zo is de Schrift zegt, Abraham geloofde God, en dat wordt als gerechtigheid uitgerekend. En hij wordt God zijn vriend genaamd. Abraham kwam met zo'n stormruut, wo in die tijd, die wird sehr wenig glauben ab ihr, die werden sehr wenig von Gott sehen, die wird sehen, was nicht wirklich passieren, denn Abraham wird sehen, was mit hier mit seiner Familie taubpflicht hat, oft hat er gedacht und so weiter. Aber als Gott sagt, Abraham kam, rüt von dem Volk, ich war von die ein besonderes Volk merken. Er weiß nicht, was das meint, er weiß nicht, was das soll lauten, überall. Aber sein Glauben beweist der Wort mit heute deutet, er kaum heran. Und als er durch die Rüte gekommen, dann sage ich Gott, ich war die in Sehen schauen. Und sie dachten, so wo ist das möglich? Wir sind all viel zu alt für so. Und doch hatten sie in Sehen. Und aus der sehnischen Gewässern aller hat sie gesagt, okay, wie kann dieses kommen, den opfern für mich? Die einzigen sehen aus, was er hat, wird angegangen. Was er durch seine Frau Sarah hat gekriegt. Und Abraham glaubt Gott, ab der Weise, dass er sagt, wenn du sagst, dann mach das tun. Nicht, dass er haben wollte, aber er gesagt, ja, das freut mich zu tun, aber sein Glauben sagt, ich weiß, Gott hat einen Plan. Ich weiß, dass er was Gutes tun mit das. Und ich war am Hängen, ich war am mein Sehen geben, wenn ich weiß, ich kann mir Maya, oder ich kann am Dreh geben, oder Maya geben. Abraham, der wusste, dass Gott, der wird tun, was er reich wird. Und dort wird dann angerechnet aus Gerechtigkeit. Sein Glauben, dass er da den Stab nehmen und Gott fallen, und dann, dass es schwer wird oder nicht, dann wird dort angerechnet. Dann sagt er, und wenn er so wahrlich wird, sein Glauben zu beweisen mit dem, was Gott will haben, er wird Gott sein Freund genannt. 1. Mose 22, Vers 1-3, als das wird beschrieben. In einer gewissen Zeit Luther stellt Gott Abraham auf eine Probe. Gott ruft ihm und sagt, Abraham, und Abraham sagt, hier sehe ich. Wir vielleicht wir uns nicht fertig in uns leben, wenn wir fallen Gott anklappen, aber wenn er sagt, hey, horch mal, wir sagen, hey, hier sehe ich sehe rein. Und es steht, proben uns ihn weich zu gehen und alle Sorten durchgehen, dass Gott uns mal eine sichere Aufmerksamkeit kann, Umfang von Material. Bei Abraham sagt, jetzt hier sehe ich. Und Gott sagt, nehme mal den einzigen Sohn Isaac, dem du Gott bist, und gute die Gegend von Maria. Ich werde dir ein gewissen Buch wiesen, und du sollst du abgehen, ein Opfer von Amerken, aus einem Brandopfer. Der nächste Vers sagt, tätig am nächsten Morgen stund Abraham ab und nahm Isaac und 2 von seinen Dienern und sodeln ein Esel ab und spielt von der Halt. Spielt was Halt für ein Brandopfer und lädt los, nur der steht ab, wo Gott ihm gesagt hat. Hier wird kein Zweifel an sich, er sagt, Gott sagt, Abraham, hier sehe ich, was fehlt, was soll ich tun? Nimmst den Sehen, den einzigen, was du hast, und jetzt eine Rebäuer direkt überwiesen, deshalb du opfern aus dem Brandopfer. Sagt, okay, morgen tätig schmeißt die wach. Er sieht nicht, er fragt nicht, er wisst dort, sein Glauben an Gott, der beweist, dass er wisst, dass Gott der hat einen Plan, er will nicht irgendwas tun, was er nicht gut oder nicht reich wird. Er lebt futzlos, und wenn er so Glauben als das hat, wird am Gott sein Freund genannt. Denn sein Glauben allein, wenn er bloß gesagt, ja, ich glaube, das ist Gott, ich glaube, dass er verteilt hier, und er sagt, aber ich glaube das nicht, ich nehme nicht, dass er stirbt, dann den Glauben allein mögt ihm nicht ein Freund von Gott. Der Glauben allein, wenn er nicht tut, was Gott sagt, der Glauben allein, der ist tot, der ist noch nicht, der bringt einem nicht nur an Gott. Aber das Abraham hier, der sagt, hier sehe ich, was fehlt, ich tue das. Und dann, dass ihm das schein ging, nicht, er tut das. Jakobus 2 war Vers 24-26.
So hier kannst du sein, dass der Mensch durch Worten gerecht sprechen wird. Und nicht bloß durch Glauben. Redet hier von Abraham, wenn so, das heißt hier, reit wir Gott zu ihr Harchen und wird mit seinen Worten das bewiesen. Sagt, hier kannst du sein, dass der Mensch durch Worten gerecht gesprochen ist, wird, und nicht bloß durch Glauben. Und sagt der nächste Vers, und wurde hier Rahab nicht auch durch Worten gerecht gesprochen? Also die Botschafter abnehmen, die Spion, was die kamen, der Stadt Jericho und ja Segen sagen, was sie können übernehmen. Sie werden angekommen und das Hürde, die enthalten, das war lebendig davon kommen. Sagt ihr, wird auch nicht recht gesprochen, als die Botschafter abnehmen und einen anderen Weg rückbrach. Sie helfen diese 2 Männer zu verstärken. Sie wird nicht so angesehen werden als eine gute Frau. Sie wird nicht hören, sie wird meistens, was sie von dem Leben vermerken. Und wenn sie glauben an Gott und sie glauben, dass diese Männer werden von Gott und sie wollen an der rechten Seite sein, sie helfen diese Männer. Und wenn sie nicht bloß glauben, aber dass sie die Worte mit Bibel mit dieser halten, bleibt sie verschont, sie in ihrer Familie. Die Worte, was wir glauben, Bibeln, verschont von der ganzen Stadt, was vernichtet wird. Wird nicht vernichtet in der Familie. Ein Interessante von dieser Höhe, was hier in dieser Stadt verschont bleibt, in der ganzen Rahmen, alles, was vernichtet wird, Jesus stammt von ihrer Familie verlangt. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man sich das nur studieren. Aus dieser Familie stammt Jesus. So ist auch der Körper ohne Jesus tot, als so als der Glauben ohne Worten tot. Es ist interessant, was der Kapitel hier zum Ende bringt. Krankste Gott ist eigentlich nicht ohne den Jesus in uns Leben kann. Wenn der Jesus verloren hat, dann sie wie tot. Das ist, Jesus durch an den Kreuz hängt und sagt, er gibt ab sein Jesus, er gibt sein Jesus. Und es heißt, sein Jesus abgibt, dann wird er tot. Dann ist der Körper wach, dann lebt er nicht mehr. Und er sagt, krank so, als der Körper ohne den Jesus nicht leben kann, das krank so, als ein Glauben ohne Worten auch tot. Das ist interessant. Wo wir glauben, wir haben Glauben und das regt auch, und wenn man einmal beifahren hat, weiß vielleicht, was die gute Dinge tun, vielleicht ein bisschen Geld hier, vielleicht durch dort ein bisschen was, aber doch, ich habe Glauben und das regt mich auch, und ich darf nicht mehr tun, und ich lüge bloß bei den Tag. Weil wir gehen in der Eichtour sagen, und dann lügen, bei Jesus mir schon ein Haus rauben, oder wenn ich aufstoßen, wenn ich was nicht, weil ich meine Hänge mit Schweinschmerzen und so weiter. Er sagt, Glauben ohne Worten, als du kriegst das Körper und Jesus dort ist. Das ist ein interessanter Leben, wie wir uns vielleicht sagen, ganz vorstellen und anwerkeln an uns hat, dass wir sein, kriegt das Abraham da, wenn Gott sagt, hey, Franz, Abraham, Isaac, ja, Peter, was immer, und er sagt, die Namen sein Hisiak, was fehlt, ich sie reid. Mit meinen Dienst nur die, weil ich die bewiesen, dass ich Worten habe wegen meinem Glauben. Durch mein Glauben weiter ich sehr gerade, aber durch meine Worte, also zu sein, für alle Menschen, die dran sind, in und ans Dienst für Gott, was passiert ist, der anderen ist, was passiert ist. So kannst du als ein Mensch Glauben haben und nicht verändert werden. Da du kannst so wach leben als vorher. Das ist eine Frage, was jeder von uns wird sich selbst anstellen. Habe ich Glauben? Beweise meine Worte dort oder fehlt dir was anderen in meinem Leben? Wir zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal für den Angesagt von der Marius und durch deine Wert, was wir hier den Wort haben, gelehrt und gehört, wollt wir das übers heilig. Nicht bloß einmal heilig, aber dass der Engel sagen, dein heilig, heilig, heilig bist du. Der allmächtige Gott, was alles regiert. Wir wollen für den Traum kommen von uns Marius und sagen, Herr, jeder ein von uns hat ein Verlangen, die zu tun. Ich glaube, dass jeder einer von uns hier will, gern in den Himmel kommen, wir wollen für die leben. Wirst du uns helfen, durch den Geist, uns zu beweisen, was du für jedem einen von uns hast, für was wir gemerkt, was wir tun sollen. Nicht, dass wir nur an die kommen, durch, aber wir können durch die Worte uns
und für deins ableihen im Himmel, wenn wir schwören, mit du sein. Help uns, dass wir nicht ramans kicken down in den Tiden, wo wir beim Leben und sein, das helpt nicht. Help uns, dass wir können ramans kicken und sein, nu wird fehlt das Licht, das ganz mächtigste zu schienen, das ist diese Welt. Wir sind jeder Mensch von uns, unsere Harten anklappen uns, unsere Harten rieren, so dass wir wollen. Gier nicht uns vom Harten, die dein mit was immer du uns geben ist. Was immer die Worte in von uns. Wir wollten für Abraham wird eine ganz andere Sache. Vielleicht ist es für uns von der aus, aber die gehorsam sein zu dienen, Raub verlangst du doch, krieg so von uns, was du dann tust. Wirst du uns halt mag so treu sein zu dir und so wahrlich sein, die zu dein, so dass du uns auch küsst, den Freund nahen. Das ist mein Wunsch und Gebet, wo wirst du jedem einen segnen, wirklich, durch Jesus in Namen. Amen. O seliger Tag, Nummer 219 an Gesangbuch, wo der Posten erst am Abstund. Seliger Tag, an dem mein Herz dich fand, o Jesu Heiland mein, und es für immer banger Schmerz und Ungewissheit, Schuld und Pein. Seliger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein, ihm will ich mich nun gänzlich
heiliger Tag, wenn Jesus durch von Schuld befreit. Dankeschön, Derek Dulzat. Dankeschön für die schöne Lieder und Singen und Singen. Und auch Dankeschön für die Botschaft, die wir von das Morgens gehört haben. Ich dachte immer, ein Mensch, der noch nicht eine Veränderung gemerkt hat in seinem Leben, der natürliche Mensch, der hat gleich ein Verlangen, Gutes zu tun für den Herrn. Vielleicht hast du ein Verlangen, Gutes zu tun für irgendwem, aber nicht in der Wirklichkeit, dass du eine gerade Person bist. So ein Mensch, der gerade ist, der wirklich gerade ist, der hat von anderen Verlangen gekriegt. Ich das Römer 12, Vers 2 sein, dass wir in unsere Gedanken verändert wurden. Und so das auch mit einer Person, die gerade ist, der hat von anderen Verlangen gekriegt. Der hat auf einmal ein Verlangen gekriegt, nur weil er eins zu probieren, bieten vor bei der Kirche, mit Glaubenden. Mir Vater einmal, wenn wir nach Mol, wenn wir kommen, dann in der Gebetsstunde im Medweg hier, wenn wir mit einer Gruppe sind, dann wir einer für den anderen beten, dann oftmals von einer Frau und dann, hey Bruder, was kann ich für dich verbeten? Dann sei er fertig und dann sagt er, mein Gebet ist, dass Gott mir was wiesen, was ich kann tun für ihn, was ich verwirken kann tun, ein Einfluss zu sein für den Nächsten, wo immer das ist, wieder empfehlen hat an mich. Ich will haben, dass Gott mir soll wiesen, was ich will tun. Weil das ist ein Verlangen, was ein Mensch hat, was nie geboren ist. Das ist nicht, der Worten, das sind nicht wegen, wir wollen durch die Worten geraten werden, aber dann ist das auch passiert. Wenn wir wollen die Worten, was wir ein Verlangen haben zu tun, uns seilig zu merken, Jesaja sagt, dass das Schweinchen Lunzen für Gott, wenn wir wollen mit Worten gerechtfertigt werden für ihn. Aber dass wir durch, wenn wir geraten werden, dass wir dann ein Verlangen kriegen, haben gute Dinge zu tun. Dort wird sich ausweisen, wer wir sind. So ein Mensch, der kein Verlangen hat, und er sagt, ja, ich bin eine gerade Person, aber er hat kein Verlangen, kein mal eins für ein Verlangen, wo bieten vorten, dann muss er eins mal fragen, ist die Person wirklich geraten? Bis das soll eine Veränderung geben in der Person. So, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß, dass wir haben in unserem Welt haben viel, sondern was wir ein Verlangen haben, Gutes zu tun, Verlangen haben, eins zu bieten vorten. So, mir freut das ist wirklich eine Freude zu hören und zu sein, sondern was den Verlangen haben. So, mein Verlangen Gebet ist auch, dass wir wirklich checken, nur das, dass wir es anwenden in unser Leben. Dass wir auch, wo immer wir gelernt haben, wenn der eins von einer Person ist, der hungrig ist oder nötig ist, der viel zu kleiden, dass wir dann nicht bis wir beischreichen sein. Hey, go und sie gesehen und sie angetrocknet und hol die warm und so wieder, dass wir was wir mit tun. So, wir wollen hier Schluss machen mit dieser Andacht. Und da war noch was gelernt, die von Abfahrt zu geben. Und auch eine englische Andacht wird folgen, so ihr seid auch eingeladen zu bleiben dort. Aber da wir noch zum Schluss noch einmal zu beten, wie entladen sind. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diese Botschaft, die wir von dieser Morgens gehört haben, wo wir klar sein, was in der Person passieren wird, wenn die von ihnen geboren ist, dass sie Verlangen dann ändern wird, dann hat den Verlangen, gute Worte zu tun. Wir wissen, dass das nicht die Worte, die uns raten tun willst, das hast du getan am Kreuz. Als dein Blut vergoten wird am Kreuz, dann setzt du, dass wieder alles passiert, was viel zu tun, das wird vollbracht, dass wir werden geraten durch dein Blut. Nicht, dass wir können mit tun. Aber wir wissen, dass wenn ein Mensch das annimmt, was du getan hast, dann hat er einen anderen Verlangen gekriegt, dann hat so eine Person ein Verlangen, eins zu bieten und zu halten. Und ich bitte, Herr, wenn hier so in unserem März sind, die noch nicht diese Entscheidung gemerkt haben, die angenommen aus ihr persönlicher Herr und Heiland, dass sie auch können, wo mithelfen und beifoten, für die Gemeinschaft abzubauen und so weiter. Ich bitte, dass du in so einer Person erhört arbeiten, dass die auch noch bekommen, dass die das Verlangen kriegen. Und Herr, ich bitte auch, wenn wir von hier gehen von der Samaria, dass du mit und bei uns alle sein, und wo immer wir gehen und wenn wir eine offene Tür haben, wo wir können beifoten, dass wir das wahrnehmen. Nicht für uns sollen, nicht, dass wir gelobt werden, dadurch, aber dass wir hier in Matthäus 4, Vers 16, wo wir das können sein, dass wenn die Menschen uns sein können, wenn die uns Licht sein schien, dass die loben dafür und unsere Worte wollen sein, dass die loben wollen. Nicht, dass wir dann eine Kredite verkriegen, aber dass du wirst den Kredit kriegen, dafür, dass du hast in der Person gearbeitet, durch ihr Leben, dass dessen Verlangen kriegen. Und ich bitte, Herr, dass wir auch wollen, dessen Verlangen kriegen, und wirst du den Wort helfen,
dass die wird angeplant worden in uns Leben, dass wir jeden Tag wollen nur leben, dass das zu sein ist, von Menschen uns beobachten, dass wir zu die hier tun. Und Gott, ich danke dir auch für jedem, der da was ein Opfer geben, wenn wir wollen Opfer heben, dass die den Gova wirklich sehen dafür, und dass die den Gova brauchen, um den direkt hier wieder bei uns hier auf Erden. Und ich bitte, dass die schon jedem ein sehen, wenn die von hier gehen tun und auch durch den Weg beschützen und was immer sie tun. In die nun bitte ich mit Danksagung. Amen. Wir sind in Loten.
Good morning. What a blessing to be with you all here again today. Our hope is that you will be encouraged, that you will leave from here refreshed, challenged in your faith, and ready to go and serve the Lord here today. So welcome to our worship service. Those of you who are new here, remember that we have ushers all around in the sanctuary, in the lobby in the back there. If you have any questions, feel free to ask. They would be very willing to help you out and point you in the right direction. Bathrooms are in the back. Those of you who want to continue to train your children, and it's appreciated here in the sanctuary as well. If you need to do some extended training and need to take your children out, feel free to make use of our gym, our dining hall. There's a closed circuit up there so you can watch and participate in the service there as well. So feel free to make use of that there as well. This morning we have just a few things that I wanted to highlight in your bulletin before we get started with our worship service. And that is the discipleship class. You notice that they're starting June 26. So feel free to contact me if you want to be a part of that. There's already a number of people signed up. We want to start in a couple of Sundays on June 26. And so this is a class that is designed for not only those who want to get baptized, but if you do want to get baptized, we would like to ask you to be a part of a class like this to give you a better understanding of what it means to be a follower of Jesus. And so that's starting June 26th. So contact me after the service if you're interested in being a part of that. But you don't have to take this class just for baptism. If you would like to understand what it means to be a Christian and serve the Lord, you're also welcome to be a part of this class as well. Notice a few other things there. We have a Sunday school picnic coming up on July 3rd. And upcoming VBS as well. There's a Bloom Women's Conference coming up. Contact Melissa Weeb for that. And so there's some prayer items there as well that we would encourage you to pray for. And feel free to take this with you, and as the Lord leads you to bring those things before the Lord in prayer as well. Abe Fair from the Mission Board would like to just share a bit of an update today on some things going on with the mission board there. Good morning. Just wanted to share a couple opportunities that we have upcoming, and the first one is that we are finally ready to do the prayer walk that we've talked about a few times. And so starting this Wednesday, we're going to have a map in the back, and I'm going to be sharing a little more just on how exactly it's going to work. But basically, we've divided up Port Burwell into a couple of areas, and we're asking you as families to sign up for certain dates, and then you would go and either walk, drive, bike, whatever that area, and just pray for the community. And so that's something that we're hoping will just kind of both get us inspired to reach out to the community more and just be a blessing to the community here. And so that's something that we're hoping that you guys will take part in, and that's something you can do with the whole family. It's not just for adults. And the other thing is we're planning an upcoming car wash with the youth, and we're going to be raising some funds for the Fresh Start Pregnancy Center. And I think that as a pro-life church, we want to not only advocate for babies before they're born, but even for pregnant mothers that maybe don't have the support, that we want to show that we care for them as well too. And so that's something that we're hoping to help out with. And we're also looking at restarting the singing that was happening at Port Bruce Group Home. And so on Sundays, starting next Sunday, that's something that we're working on. If any of you guys are interested in doing that, if you want to talk to Richard, then he can get you set up for that. So a couple of things there that we want to just give you guys opportunity to help. And Prim is going to share a little bit about making some cards as well. Good morning. Okay, so we, together with the children of the church, have been making Christmas cards and
those are the Christmas cards we made, and then we made some Easter cards, and we distributed them to, at first we were going to the residential care homes in Elma, and then we decided to change our audience to the assisted living homes because we can spread the gospel there a bit better because they can read and understand what's being shared. And now we want to even push it further to come to our community in Port Bower. We want to start going to there's an unassisted housing estate here in Port Bower. There's a trailer park. So we want the kids to go and make some cards for Canada Day and wrap the gospel message in there. We try to spread the gospel using these opportunities that we've been availed. So I've spoken to the youth and the young teens, but I would like to ask the parents to help the kids at home, to supervise them, write a letter, draw a card, something like this, with a gospel message. I have some ideas about what can be put in the cards. Something like true freedom is in Christ, because we are talking about Canada's Independence Day. God keep our land. Christ sets free indeed. We are free in Christ, things like that. And if you're older, you can actually write an actual letter, and we'll take some to Port Bruce, to Elma Retirement Home, Menor Lodge, and the Heritage Care Home. And then we'll come to Port Bower and distribute the rest of the cards. Please have them ready by the 26th of June, which is the last Sunday. And I could push it up to the Wednesday after that, the 29th of June. But in the meantime, I'll put a box at the back so that whoever can bring a card can just put it in there whenever. Plus, you can write more than one card. You can just be creative, write more than one card, write more than one letter, and even the adults, the whole church is encouraged to participate. We've been putting stickers with the church address on there, asking people to call us if they need any help or any answers to any questions. And we've already had someone contact the church asking us about going to their home and spreading the gospel message. So this is something we want to keep going over Valentine's Day, Canada Day, Christmas and Easter, and even Thanksgiving. Thank you. Well, thank you to the mission board and to Prim and all the folks that are involved there. You guys are helping us as a church to become more community focused. That's something that we have also been wanting to do, to seek the Lord about. We pile into Port Burwell on Sunday mornings, right? And so we want our community to also know that we care about them, and we want them to get to know Christ as well. And so avail yourself of those opportunities. It doesn't take a whole lot to encourage your children to draw up a card, to demonstrate kindness to our neighbors in our community. I have a special announcement, and that is the upcoming wedding of Cameron Bierkert and Justy Clausen. Cam and Justy are planning to get married this coming Saturday. I know it's way too soon, but they're planning to get married this coming Saturday. So pray for them, 2 o'clock, right? And they wanted me to let you know that as a church, all of you are invited. And so you're very welcome to come out and be a part of the ceremony here and witnessing them get married. And the reception is, I think, for RSVP only. So keep that in mind. We also want to receive a few new members here today. And so I'm going to just have Peter and Anna Enns and Abe Fair, Abe Peters, if you want to come up at this time.
Okay, just before we get started here, I just have a few questions for the three of you. And start with question number 1. You have given testimony that by faith and trust in Jesus Christ, you are saved and become a member of his body, the church. Is it your desire to become a member of this local church family here at Lighthouse Gospel Church? Yes. Okay. Number 2, are you in agreement with the statement of faith of Lighthouse Gospel Church? Yes. And number 3, are you willing to work in cooperation and in harmony with the leadership of this congregation? Yes. And number 4, are you willing to serve the Lord by the use of your gifts in helping to build this local body through regular meeting together for prayer, fellowship, and worship? Yes. Thank you. Just a question I have to all of you as members of the church here. You have heard their testimonies. You've also had an opportunity to get to know them more personally and to address any concerns that you might have had. At this time, are you willing to accept them as members of the Lighthouse Gospel Church family? Would you indicate by raising your hand? Thank you. Let's just have a word of prayer together. Heavenly Father, as we come before you today, our desire is to worship you, to give you glory. And so, Lord, we ask that you would bless our time here in worship together. Father, I thank you for Peter and Anna Enns and for Abe Peters. Lord, as they have a desire to serve you and to be a part of this body, and Lord, you've led them here. We've seen your faithful hand in their lives. Father, we ask that you would just continue to bless them. Would you lead them by your Spirit, Lord? Would you help them to be fruitful and effective in service here in the church? Father, would you encourage them? Would you help them, Lord, to see that their strength and hope comes from you? And Father, would you help them to always lean upon you? Father, I pray that you would give them also the strength and the grace to minister to other people that you place in their path. Father, may they be a good representative of Jesus Christ. And so, Father, I pray today for our service as well. Thank you for the opportunity to worship here again. Thank you for each one of these people that you have brought into our church this morning, into our building here, to fellowship together with us as a church. And so, Lord, I pray that you would bless our song, our worship. Father, may it be something that encourages each one here and builds them up. Father, may it be a sweet smelling Savior to you, Lord. Father, may you be glorified by our worship. Father, keep us from saying or doing anything here today that would cause disgrace to your name. Lord, I ask that you would just bless us with your presence. Fill this place with your Spirit, Lord. So, Lord, we can see you and reach out and touch you, Father. Lord, our desire is to experience you, Lord. We don't want to just play church, Father. We don't want to just make this a ritual, Lord. We want this to be something that's meaningful, something that we long for and that we can embrace, Lord. And we want to encounter you, Father. And so, Lord, we ask that you would just fill this place with your presence. Father, as Billy shares the word, would you give him clarity? Would you give him boldness, Lord? Would you give him joy in sharing those things that you laid upon his heart? Father, I pray that you would bless Henry and his team, Lord, as they lead here in worship. Father, would you give them much joy in singing, Lord, and leading. And so, Lord, we thank you for all those who are serving here today, the greeters, the ushers, Lord, the song leaders. Father, all those who have a part in the service here. Lord, would you bless them? Father, we pray for all those who came out here to just hear from you. Lord, I pray that none would leave here thinking they haven't heard from you. And so, Lord, we ask that you would just cause your face to shine upon us today, Lord, and that you would minister your grace to us. In Jesus' name, amen. Okay, I'll get Henry and his team to come up here and let's do some singing.
Let's make a joyful noise unto the Lord this morning. If you want, let's all stand up, and then we're going to sing Because He Lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds to future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives.
Thank you for that singing. You may be seated. Your attention. All right. I was told no weapons in church, and so I said, okay, everybody with a Bible, get out. Excited this morning to share the word with you. It is a topic that I'm excited about. So about 8 weeks ago, Carlos and I came up here after the service, or was it before? I'm not sure. We talked a little bit about a men's group that we were going to start, Raising a Modern Day Knight. And I just want to start off by saying I think I may have also advertised it maybe a little bit, only part ways. Maybe I didn't completely give the full, what it's really, like the whole thing that it's about. I was just talking about manhood. It is also a lot about raising sons. But the majority, the foundation is about being a man first to be able to raise your son properly. So anyways, if somebody felt I misadvertised, I'm sorry. It wasn't intentional. But anyways, I just want to talk a little bit, first of all, before I get started with the message, just about how blessed I've been. Not just going through this course 10 years ago, not sure exactly, but also going through it again these last 6 weeks with you wonderful group of men that have come out, and just been so blessed and so encouraged and challenged to stand up to be a man. And so this is what's been on my heart, and I'm not going to try to cram the whole 6 weeks of what the course is into the message today. I'm just going to give you a little tidbit, a little taste of what the course is about, and about what I believe God is calling every man to be. Let's start off with a word of prayer. Father, we come before you. Lord, we trust that you are the one who initiated manhood. You are the one who created Adam and called him to be a man. Father, you have called every young boy, every baby boy, every young man, every man, you've called us to manhood, to authentic manhood. In our culture, it's so sadly and so desperately needed. It is so desperately needed for men to rise up and be men. God, would you work in our hearts? Would you work in our wives' hearts, in our mothers' hearts, our sisters? Lord, would you work in their hearts and give them a vision also to support the men in their lives to be men? Would you work in our hearts as men to be men? Lord, I just ask that you would speak through me and that your word would be understood, not mine, not Robert Lewis is the author of the book that we went through, Lord, but your word, that your will, that your desire, that your call for authentic manhood would be clear. And I just want to thank you in Jesus' name. Amen. So, if I ask you, what's a man? What does it even mean? Most of the time, people are like, well, I don't really know. I mean, I was biologically born boy. So I'm older now. I'm not a little baby. I'm not a boy. I must be a man. Some people have very sad definitions of what a man is. A man is a person who goes and provides for the family, comes home, sits on the couch, does nothing more. He's done his duty for the day. He can tune out. According to our feministic and other sad things that have crept into the world and even into the church, and I'll talk about that a little later, men are obsolete. We don't need men. They've fathered babies, they can disappear now. Get them out. We don't need them. We don't need men. Anything a man can do, a woman can do it better, faster, smarter. We don't need men. And I'm not saying that there are not women who are far more qualified to do things than what certain men do. I am not saying that. I believe, but
please don't make me, and don't give me expressions on your face that make me feel like I need to explain. I'm not running down women, okay? There's nothing in this message that is in any way putting women lower. There's nothing in what I have to share, and if you take it that way, I am so sorry. There's no intention behind that, and I'm just going to also say it this way. Maybe there's something in your life that you need to talk to God about, that you would take an offense where there is no offense intended, okay? So again, I'm not stepping on toes on purpose. If I am sorry, but that is the last time I'm going to apologize. There's no offense intended. This is directed to men and into the women in our lives to challenge us, to encourage us, to strengthen us to be men. What does it mean? If you dare to ask our politicians today, what is a man? You're probably not going to get a very good answer. You ask them what a woman is, they definitely won't give you an answer. Or they might just start rambling on about something, and all of a sudden you'll hear something about a water bottle thingy. I mean, I don't know. The Apostle Paul said, when I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. A number of years ago, the first time I went through this book by Robert Lewis, I was reading it at work. I was working in the office in a workplace that was 80% women, and lots of very, very pro-feminist push in the office place. I was reading this book, Authentic Manhood, What is a Man? Raising a Modern Day Knight. I was reading these books on manhood, and this lady that I'd worked with for years, this young lady, she asked me about the book, and I just explained to her. I told her, well, first of all, she kind of mocked it a little bit. Like, yeah, there's no such thing as real men anymore and whatever, blah, blah, blah. And we talked about it, and I shared what I had been reading, what I'd been learning, and what I'd been challenged. And not that I thought I was measuring up, but this was my goal, what I was aspiring to. And before I could go any further, a male co-worker that was sitting on the other side of us who'd been listening all of a sudden piped up and started mocking me and mocking the book. And then he also just right away said, well, that definition that you gave could also apply to a woman. There's no reason that couldn't also define a woman. And started going on. And this lady then interrupted him and said, if I even knew a man that was even close to that ideal, I would have no problem 100% submitting to that man. She was not a Christian. I hadn't talked about submission. I hadn't talked about women. I hadn't talked about anything. We hadn't even thought about women. I was talking about a man. Her words were, I would have no problem 100% submitting to a man. He could be my leader. I would have no problem with that. Shocked us both. We were both silent, just, really? That was encouraging, and it gave me goosebumps. And I hope it gives you goosebumps in a good way. Do you want to be that kind of a man that your wife looks at you and says, I want to submit to your leadership? It's not a burden. I choose, like Herman's message last Sunday. It's a choice. Sorry, I wasn't going to talk about women. But men, wouldn't we want that? That we wouldn't feel like, my wife has to, she's supposed to me? No, that we could say, by God's grace, I am following my King. And praise the Lord when we do. We'll get to it yet, don't worry. We will get to it. What is a man? We'll get to it, don't worry, we will. I won't leave you hanging. The definition I'm going to give you may not be perfect, but it's practical. It may not be all-inclusive, but it's a good foundation. And it's something that you can pursue your entire life. Young ladies, it's something that you can look for in the young man that catches your eye. It's something you can look for. Is this young man actually a man? Cameron, you're going to be on your toes this week. Justy, pay attention. Sorry. I guess I did step on somebody's toes. I'm sorry. You can get me later. But in today's society, this is so sadly missing. A clear calling, a clear understanding of what is a man.
You know, there's certain cultures where when a young man, a boy, when he reaches that certain age where they're going to initiate him into manhood, they'll take him out of his father or his family's home or tent or whatever in the middle of the night. They'll drag him out into the middle of the tribe where the tribe gathers in the middle of the community. They'll drag him out there, and the men in the community will come with sharp knives and gouge deep cuts into their forehead. I'm not suggesting this, okay? But after the ceremony, when those wounds heal, every time that young man gets a reflection and sees himself in the mirror, those wounds are a reminder, that was the day I became a man. That day, I'm no longer a boy, I'm a man. This changed me. We don't have ceremonies anymore. And you might say, well, it sounds silly. Why would you have a ceremony to become a man? We have ceremonies for so many things. Why do we have a ceremony for a wedding? You don't need a ceremony. It's true, you don't. You don't. You can get married. A lot of people do. Just go to the government office, whatever. I don't even know where to do it. I have no idea. But you just go, you get this certificate, you're married. You don't need a ceremony. Why have a ceremony? Why? Ceremonies are important. Symbols are important. When I hold this sword up, this is a symbol. And you might say, yeah, it's a symbol of bloodshed and brutality. No. It could be, but no. This is a symbol. This is a sword. The Bible is referenced as a sword. God's word is sharper than a two-edged sword. Symbols are important. Symbols go deeper than what the actual thing is. They go deeper. They have meaning. They remind us of times when things may have been more simple, more pure. Yeah, you know, you might think about talking about knights. You might say, yeah, literature kind of overdoes it. They weren't really as noble or pure as some books say, especially if you watch Hollywood's latest ideas of what knights were. They're gross, disgusting pigs and excuses of boys that inhabit men's bodies that have no control over their passions or their thoughts or desires, nothing at all. They're not men, they're not true knights. A knight would be an example of purity, an example of living and doing the right thing, of having a moral standard far above those who were not knights. There was a saying that not all knights were great men, but every great man in those days was a knight. In our broken, woke society today, we don't have anything clear to hold on to as a man. Society is not providing us with anything worthwhile of holding on to. Sadly, even in the church, sometimes it's not clear. In the Jewish culture, when a young boy came of age, they had a bar mitzvah. And it used to be if they would, maybe not all boys, but they would be expected to have memorized large portions, if not the entire first 5 books of the Bible. There are things that they needed to do and prove themselves, and then they were initiated into manhood during this ceremony. They were welcomed into becoming a man, to being self-responsible. We need this. Our culture is under attack. It is under attack, not just the church, not just the family, but men. We're under attack. I mean, we're all under attack, and you could say, yeah, we're all under attack. It's true, we are. The devil's against us all. But there is a specific, very logical, very step-by-step process of eliminating the man today. Now, you might say I'm going off on a crazy tangent, but it's even in the food we eat. There's a huge amount of more estrogen in our food today than there was 100 years ago. There's so much more. It's even in our food. Even our food is telling us, stop being a man, just give up. Even the food we eat is telling us this. What did they have in the days of the knights that we don't have? What did they have when men were men? What did they have? One of them, they had a practical definition. They knew what a man was, and they had a goal.
They had a process of going from boyhood into manhood. There were steps along the way. There was something to aim for. There was a place you were heading. There was a process, and there was ceremony along the way to celebrate the milestones. If you have your Bibles, turn to 1 Corinthians chapter 15 and let's read. 1 Corinthians chapter 15, verse 45. It says, "So it also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last man, Adam, became a life-giving spirit." See, the first Adam, he was just a living soul. He required life to exist. The second Adam, he became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. The first man is from the earth, earthy. The second man is from heaven. As is the earthy, so also are those who are earthy. And as is the heavenly, so also are those who are heavenly. Just as we have borne the image of the earthy, we will also bear the image of the heavenly. Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Do you see the contrast, the comparison? If you go back a little earlier in chapter 15, verse 21, it says, "For since by man came death, and by a man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive." So here we have a contrast of two different men in Scripture, two very important leaders, two very important men, Adam and Christ, the second Adam. One is earthy, one is spiritual. And I want to look at these two men, and I want to show you how one of these men, obviously Adam, did not live up to the definition of a man, and how Christ is our perfect example of living up to that definition of a man. Sometimes, to be a man and to do the right thing, sometimes we need a motto. If we don't have a motto, sometimes we don't know what to go for. Do you know what a motto is? Who's got a motto? Did you guys, anybody hear that motto? It was awesome. Live pure, speak truth, right wrong, follow the king. Live pure, speak truth, right wrong, follow the king. No, that's not the definition of manhood. But there's a motto. Had Adam had a motto like that, maybe he wouldn't have fallen where he fell. Let's go to Genesis chapter 2, starting at verse 15. Adam was given very specific, clear, simple instructions. Have you as parents ever given your child instructions, and after you're done, you realize, this is so unbelievably complicated, I couldn't follow it myself? Have you ever been there? I know I've done that far too often. It's time to sit down and think about, okay, how can I make this very simple so that even I could do this? Okay, then my child could do this too. God gave Adam very simple, very clear instructions and freedom within those instructions to be creative and to do it his own way. Genesis chapter 2, verse 15, it says, "And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it." That's it. Dress it and keep it. He didn't give him a long list. He didn't tell him exactly how or exactly what. He just said, dress it and keep it. Simple. And then he says, "And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat." He didn't just sit there and say, you can't do this, 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 you can't do this. It was, here, this is what you can do. Dress it and keep it, and all this is available to you. But then here's the restriction.
But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Then he tells them, don't do this, and he even tells them why. Now, I'm not saying that every time we as parents tell our child what to do or not to do that we always have to give an explanation, but God wasn't dealing with a child, he was dealing with an adult. He also told him the reason why. These two things do this. All this freedom, this one thing don't do. Simple, clear instructions. If we keep reading, Genesis 2:21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh thereof, instead thereof, and the rib which the Lord God had taken from him, from man, he made a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called, whoa, man, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. God provided Adam with a wife. I mean, talk about a match made in heaven, right? Well, it was made in paradise, not in heaven, but pretty close. God made paradise even better. So just think about this. Adam had the perfect home, the perfect place to live, a perfect wife. And I'm just going to say this. We all have the perfect wife for us. Each of our wives was created in heaven and called by God to be our wife. I was going to say wives, but I'm not trying to say we have more than one. So our wife, individual, your wife was created, was made by God for you. A woman to love. God had given Adam a place to live, a work to do, a woman to love, and a will to obey. These are things a man needs. They need a work to do. They need something to do. A calling in their life of some kind, a work to do. They need a woman to love. And I know some people, and I won't mention any names, but some people have made it part of their life's mission to say they will never get married, and that's okay. You don't need to get married to have a woman to love. You can love the church. You can love your mom. You can love your sisters. God has called every man to find a woman to love. And the church and your mom is a great place to start. And a will to obey. God will give us some things in our life that is obvious we shouldn't do. I mean, we all know what sin is, right? Do I need to go through a list of what sin is? I think we can all, in our mind, as soon as I say the word sin, we all have something in our mind that comes to mind. This is something I shouldn't do. Okay, don't do it. Ask God for grace to live pure, to live free from it, to live pure, to speak truth, to right wrongs when you see it, to follow the King. Thinking of Adam in paradise, the perfect home, the perfect wife, the perfect work. Simple, clear instructions, what to do, what not to do. Some theologians suggest that this way of life before they fell, before they ate of the forbidden fruit, may have gone on for a very long time. Sometimes when you read it, you think it must have, God created, immediately the next day, here's sin. Why do they do this? Some people, and I don't have a problem believing it either way, some people think it might have been even almost 100 years of this perfect bliss. It doesn't matter to me which way you think. But this happy state, something happened. Genesis 3, verse 1, it says, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant for the eyes, and a tree to be desired, and to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat. And she spent some time looking for her husband. When she finally found him, she dragged him over there and forced him to eat as well. Is that not what your translation says? Maybe you've got a wrong translation. Are you reading the Message? Sorry. No, it says here, she took the fruit thereof and did eat and gave it to her husband also, who was with her. He was with her. He was with her. Adam was with Eve. She took. Now, I don't know about you. I fail so often as a man to take that authority when I need to take it and to act. I do fail. I don't know if you ever fail. But sometimes when I read this passion rises up in me, and I put myself in that position, and I think, first of all, the Bible doesn't say anything about any animal ever talking before this point. But then again, creation is new, and they might be thinking, well, anything is possible. God is walking in our midst. Anything is possible. Why shouldn't an animal speak? I don't know. I have a hard time imagining an animal speaking. Like if you were Balaam and your donkey turns around and talks to you, I don't know. I think I would give up the ghost and be in heaven immediately. But anyways, Adam is there, and this snake comes up and talks to his wife. Now, I'm just imagining today some snake of a man comes and tries to creep his way into my marriage and start a conversation with my wife, convincing her to do something that I know is against Scripture. If I'm with her, there's no way I'm sitting there letting this happen. I mean, I am not the strongest man, but you get a man all fired up protecting his wife, there's crazy things he's able to do. There's no man coming into my marriage, into my home, and going to try to lead my wife while I'm there down some path against Scripture. It's not happening. Against God's Word. It's not happening. Okay, this was a snake, not a man. And I don't know. We can't tell from Scripture what was going through Adam's mind. We can't tell, was he allowing, this to just step back and just allowing this as an opportunity to see what would happen? I don't know. But I think we get a clear picture of one of the curses that has been on mankind ever since. For since by man came death, for as in Adam all die. So what is a definition of a man? Accept responsibility. Lead courageously. Expect a greater reward. Amen. Did you guys all hear that? Can I get you guys to do it one more time? Reject passivity. Accept responsibility. Lead courageously. Expect the greater reward. Amen. Reject passivity. Accept responsibility. Lead courageously. Expect the greater reward. 4 simple things. It's not a book. 4 simple things. What does this even mean? What does it mean to reject passivity? What does it mean to be passive? The definition of passive means to just accept what happens without active response or resistance. If you look at Adam, he was there, he saw, he heard, he did nothing. To call a man a passive man is to say, you are a person that does not take action, but you let things happen to you. Now, I do not encourage physical aggression. I don't. We have it in us as young men, and as we're growing up, especially, we have this intense need for physical aggression and to wrestle, and it's all great. It's great. God gives every young man and
well, and we're talking about men today. We're not going to talk about young ladies, but God gives every young man this physical aggression as they're growing up. And that is a gift, and I think that is a gift that is designed to remind fathers, okay, yes, son, you've got this physical aggression, and let's get some things going. Let's wrestle, let's do this. But let this be a reminder for you that you need to now start to learn to reject passivity spiritually and socially. When you see something socially wrong in your area, stand up for the truth. Speak that truth. Right the wrongs that you see. Reject that passivity. According to Stephen Clark, a Yale sociologist, he says men have a natural tendency to avoid social responsibility. The secular world understands this. It's a natural tendency that all of us men have to just avoid social responsibility. I'm going to be honest with you, I did not want to go to Ottawa this February. I had no desire to go. I don't like that kind of conflict. I believe what I believe and I like to stand for it, but I had no desire to go. But as I was thinking about these things, rejecting passivity, I could not stay at home. Knowing what I know, I couldn't. I couldn't look in the mirror, call myself a man, and say, this social wrong that's happening, and I'm going to sit home and say, yes, I support you, and I'm not stepping on toes of people who didn't go. That's not what I'm doing. But I just looking in the mirror and knowing what I had studied and read, I could not do it. I had to go. To stand up for what I believe. God makes it clear He expects us to stand up for social and spiritual wrongs. In fact, it's each and every one of your responsibility. If I preach something today that is contrary to the Word of God, it is your responsibility to let me know if it's against the Word of God. Now, if it's against what you like, I'm just going to smile at you and say, okay, it's fine. But if you show me from Scripture this is wrong, I will take that. And I will be bettered for it, and so will you. A social and a spiritual wrong. Reject passivity in these areas. Proverbs 22, verse 6 says, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. This is talking to parents. Train up your child. Whether you homeschool or you send their children to a private school, the responsibility for the training of your child is yours. Deuteronomy 6, verse 7, it says, and thou shalt teach them diligently unto somebody else's children in the school. And thou shalt speak of them when thou sittest in the classroom, or when thou walkest on the way to school, or when they're having a nap at nap time during school, or when you wake up from your nap time. No, it's very clear. It says, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. The responsibility is on fathers. It is our responsibility to teach these things to our children. What did Jesus do? In Matthew 21:12, it says that Jesus went into the temple of God and cast all of them out that sold and bought of the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. And he said unto them, it is written, my Father's house shall be called the house of prayer, but you've made it a den of thieves. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. He saw a social and a spiritual wrong, and he just sat by and did nothing. He went and he righted it. He cast them out. You might say, yeah, but it was temporary because the next week they were back. Yeah. But he stood up for it. Jesus confronted the spiritual and social wrongs in his day. He spoke with a woman at the well who would have been completely ostracized in that society, who would have been counted as nothing. In fact, in that day, for a Jewish man to speak to a Jewish woman was already something that would be strange, especially in public when it wasn't your wife or a relative. It just didn't really happen. But let alone a Jewish man with a Samaritan woman. And then a Samaritan woman who was living the kind of lifestyle she was living. This didn't happen. But this is another one of the things, and I'm just going to say this.
Christ, I believe, was the greatest equal rights activist this world has ever seen. Men and women are equal at the cross. Not one better, not one lower. We're equal. Different responsibilities, but equal. He did it the right way. I'm going to read Philippians 2, verse 5, and a couple other verses, and I want you to think about how much manhood is used to describe Christ's birth. He's a baby, and he's already displaying more manhood than Adam did in the garden. It says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. He took upon himself the form of a servant, was made in the likeness of men, and being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." He initiated, he took that first step into our reality. He could have been passive in heaven doing nothing, watching us suffer and die till there was nothing left of humanity. He could have. He could have been passive. But he rejected that spiritual and social wrong, or that passivity. He rejected it. He came into this world. He initiated. Then he made himself of no reputation. Then he humbled himself. Then he became obedient even to the point of the cross. That's a man worth following. You say, why? So we can all die? Well, one day we're all going to die. Who are we going to follow to death? The first Adam or the second one? We're all going to die. The question is, who are we going to follow while we're alive? Reject passivity. That might have sounded really negative and pessimistic. I don't have time to talk about how exciting it actually is, because heaven is the goal, right? We can't get there. Anyways, reject passivity, accept responsibility. If you read in a little further in Genesis chapter 3, it says, "And the Lord called Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And then God speaking, and he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shalt not eat? And the man said, Yes, Lord, I did. I made the wrong choice, and I am sorry, and I know there's consequences. I'm sorry, but I made the wrong choice. Is there forgiveness? Will you forgive me? I've done the wrong thing." Is that what he did? Did he accept responsibility for what he did? No. He says, this woman, when she was created and he couldn't take his eyes, like, woman! And now he's like, this woman that you gave me, Lord, this woman, she gave me this fruit from the tree and I ate. It's her fault. And actually, God, it's your fault. You're the one who gave me this woman, this sinful woman who's going to take me down this road of sin. You gave her to me. She led me down this path. Do you ever wonder why it's hard to accept responsibility when we do wrong? This is another curse that we have received and inherited from Adam. This desire to just pass the buck. To make it a policy, no, the buck stops here. I led. In fact, when I was in premarital counseling, one of the things that our pastor suggested or said was, okay, Billy and Annie, when you've been married for a while and you come to a big decision to make, Billy, you have an idea and you suggest this is what you want to do, and you talk it through with your wife shares her opinion, and all of a sudden you realize her idea is so much better than your idea. And you say, you know what, honey? Yep, we're going to do it what you said. Yep, that's what we're going to do. And you do that, and it backfires, and it goes bad, like so bad. As the leader of the home, I am not allowed before God to say, well, honey, it was your fault, your idea, we did it your way. See what happens when we do it your way? Next time we do it my way. I have no right before God to even think such a thing. As a leader of the home, it's like, well, yep, I'm responsible. May have started with your idea, but it became our idea. It's not you.
There's no putting my wife under the bus. It's me. The buck stops here. I accept responsibility. And that is hard to do that. Do I always do that? No. Do I wish I always did? Yes. Am I working on it? Yes. That is my goal for each of you as well, to do that. Accept that responsibility. Adam rejected God's will and accepted his wife's idea. Now, I don't know if Adam would have interjected right there and said, hold on, snake, get out of here before I find something sharp and remove your head. Honey, we're not eating of this fruit. God made it clear. He didn't give any ifs, ands, or buts. There's no circumstance where he said it was okay. If you really think this is something that we need to do, let's talk it over with God first. But I'm pretty sure he's going to say no. But yeah, we could talk to him. We can pray about this, right? We can talk to God about this. But I'm, as far as I understand, this is a no. We're not doing this. What would have happened differently had he not rejected God's will? I mean, there's what ifs. We're not going to go there. He said no to God's work. He said no to God's woman. He didn't love his wife the way he should have. If he loved his wife, we are to love our wives and to wash them with the word. Had he spoken the truth to her, saying, Eve, God loves you. You know he loves you. And he has said we can have everything, but this tree, no. He loves you, and he says no. He loves you and says no. That means we're not doing it. You know who God is. Washing her by speaking truth. Christ did it the other way. Psalms 40, verse 7, it says, Then said I, Lo, I come, and in the volume of the book it is written of me, I delight to do thy will. O my God, yea, thy law is within my heart. In John 4:34, it says, Jesus said to him, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. When he was in the garden and he sweat drops of blood, and he said, If it be thy will, let this cup pass from me, but if not, I will do your will. Sorry, that's my translation. It's a loose translation. But he offered, he said, if it's possible, let this cup pass from me. But he chose, he accepted that responsibility, and he did it. Lead courageously. Adam gave in, he gave up. He didn't lead his wife to truth or joy or peace. He didn't follow Christ. I remember hearing a speaker once say that he had seen a young man with a t-shirt that said, I follow no one. And the sad truth about that young man is he'll also lead no one. You cannot be a good leader if you're not following the best leader. To be able to lead courageously, you must be following the one who led courageously. And this is the kind of thing that's happening more and more. Men are becoming more passive, spiritually and socially. And because of the frustrations that we feel, a lot of men are becoming more physically aggressive in areas where they should never be physically aggressive at all. Not in the sports world, not out there where it's hard physical labor that we need to do, but men are becoming physically aggressive at home. And it's not acceptable. I understand the world pushing us, we can't be men, and it builds up in us. But that's never the right place for it to come out. Spiritual and social aggressiveness. Physical passivity is fine. Anyways, lead courageously. Take a step in the right direction. 1 Corinthians 11, verse 3, it says, But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of every woman is the man, and the head of Christ is God. Men were created to lead. We were designed by God to lead. Instead of these false teachings that are coming out in this woke society, and it's not just in society, it's coming into the church. I had a very sad conversation with someone that I still to this day truly, genuinely respect, but this person is teaching this completely wrong. And it's so sad. It's so sad. So many people that look up to this man, and he's teaching it wrong. It is so sad. If there are flaws in this authority, this order of headship, if there are flaws in it, the flaw is in the humanity, not in God's design.
The flaws are in the people who are doing it the wrong way, not in how God designed it. How did Christ lead? Let me take that for an example. How did he lead? Did he force his disciples? Did he lord it over them and say, I am the Son of God, now you bow. Now you do this. Now I am telling you, go. You listen and you do it now. Is that how he did it? He washed their feet. He led by example. He gave opportunity. We're called to be leaders in the home, but we're supposed to follow Christ's example. When's the last time we served our wives and stepped out of our comfort zone and not worrying what the world thinks around us? Well, you're supposed to be a man. You shouldn't do that for your wife. No. You be a man and you lead by example. Show the world how wrong they are. A real leader overcomes his emotions and keeps them under control in order to lead. When the devil tempted Christ, he tempted him and he tested him, and especially attacking his emotions and his desires and a simple fix and a quick and easy way out. And Jesus always responded with truth. He spoke truth. He lived pure. He righted those wrongs. And he followed his Father. In Matthew 4, verse 10, this is Jesus' response. Jesus said to him, "Get thee hence, Satan." When he made a command, he made his command to the devil. Get thee hence. In other words, get out of here, devil. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And expect the greater reward. They did a test with children to see about how they would respond. And so they would had a group of kids, and they would put them through these same tests, and they'd have like a plate in the room where they'd have like 3 or 4 jelly beans in it, and they would have these kids one at a time in this room, and they would say, okay, if you don't eat any of them, don't eat one, then after this test is over, I'm going to give you your own bag of jelly beans. But you can't eat even one. There's 3 in the plate, so we'll know if you ate one. We'll know if you took a bite. You can't even take a bite. We'll know. Once this is over, you get a bag if you don't eat even one. And I mean, some children, the door closes, all 3 swallowed. Some of them, they'd take one and then, and it's gone. You know, some of them would take a tiny little nibble and a little smirk on their face, and like, they're not going to notice. It's a little bite. They're not going to notice. And some just didn't even look at it. They would go and sit in the opposite side of the room and make themselves busy, thinking about other things, talking, singing, whatever, ignoring it because they knew, if I smell it, no, it's gone. I'm not going to tempt myself by it. And they would get the whole reward. So what kind of men are we? Those little tiny little pictures of gifts and of something wonderful, that tiny little thing, are we settling for a good thing, that one jelly bean? Or can we self-discipline ourselves and say, no, if I say no now, that's the reward I get? That is sadly needed in our world today. Get now, take now, face the consequences later. Some of the issues are just a jelly bean. It means you don't get a bag of jelly beans. Maybe the better thing was to take that first jelly bean. Okay, maybe that was, right? Maybe that is the right choice for the jelly bean. But for the real things that matter, waiting to enjoy that special gift for marriage until you're married. Waiting for things that are worth it. Be a man. Wait for it. Nothing is better than God's way. Being a man isn't burdensome. These 4 definitions, rejecting passivity, accepting responsibility, leading courageously, expecting the greater reward, these are not burdens that are so heavy that it's impossible to carry. It's actually liberating, isn't it? If you think about it. It's liberating, isn't it? Doesn't it give you freedom to say, I can be a man by the grace of God, I can reach that? And sometimes it's not even about reaching it, but it's about
striving towards it. Hebrews 12 verse 1 says, "Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Adam, who did a perfect job in the garden." No, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Now, I know I've been a little bit harsh talking about the first Adam, and I actually want you to know that I respect the first Adam. He had no one to go before him. No human had ever lived. No human had ever faced these things. I don't think I would have even done as well as he did. I didn't have scripture to fall back on. I didn't. I don't mean to run him down to the point where, yeah, he was just a joke of an excuse. No, God made him perfect. I believe he did better than I would have, but I just want to show you, even though he was made perfect as a man can be, a human, when you compare any man to Christ, they fall short. And that's, I hope, what you can understand is our goal is not a man, our goal is Christ and the manhood he exemplified. Being a man, my question for you men is, will you embrace being a man? You don't have to embrace or take on my definition of manhood. You find a better one, it's fine, it's great. But find a definition of being a man that's backed by Scripture. Don't just come up with something on your own or what some other author, secular author, comes up with. Find something in Scripture and strive towards it. Don't be passive. Moses, in Hebrews 11:24, it says, "By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh, of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of his reward." He knew what reward he was working towards, or that he was hoping for. He knew the reward. Godliness with contentment is great gain. 1 Timothy 6, verse 6. Eye hasn't seen or ear heard, neither has entered into the heart of man the things that God has prepared for those that love him. What rewards are you looking for? Are you working for? Are you hoping for? 1 Corinthians 15, 45 to 50. I'll read these again. "And so it is written, the first Adam was made a living soul. He took life. And the last Adam was made a quickening spirit," meaning he gave life, a life-giving spirit. "Howbeit that which was first was not, howbeit that was not first, which is spiritual, but that which is natural, and afterward that is which is spiritual. The first man is of the earth, earthy, the second man is the Lord from heaven." Who are we going to follow? I challenge you, men, and I challenge you, ladies, to encourage your men, to support them. And you ladies that are looking for a man, look for a man that is a man. And you men who are hoping to find a young lady, make sure that you are a man. I challenge you to be men. 1 Corinthians 16, verse 13 says, Watch you, stand fast in the faith, quit you like men, and be strong. God bless you. Father, we thank you so much for this day, and I ask you to just encourage us. Would you help us as we go from here, Lord, not to remember my words, not to remember the words from any book, and not just to think about the fact that I brought a sword in here today, God, but I ask that you would give us grace to focus on you, on the picture that you gave us of what a real man looks like, how he behaves, what he does and doesn't do. Would you give us grace as we look into your scripture to find it even more? We ask you to open our eyes. Give us grace. Give us a calling to be men. Father, we thank you in Jesus' name. Amen.
Let's all stand, and then for the closing song, we're going to sing Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Keep me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Amen. We need the oil in our lamp from the Lord to keep ourselves burning for Him. Thank you for your word there, Billy, that the Lord has given you for today. I think there's some good things in there for us to apply to our lives as men and as households. I think sometimes as we look in the Word of God and we see that God has a plan for mankind, sometimes we filter that through our own circumstances and our own experiences in life. And I just want to encourage you to do what Billy was sharing there, that when you compare what the Word of God says to the circumstances that have happened in your own home, that you don't start to apply human reasoning. And then we start to think, well, God's formula doesn't work. Well, that's not true. Because man messes up, because man fails, doesn't mean that God's formula doesn't work. And so one of the things we need to constantly do is go back to the Word of God and to measure ourselves by the Word of God, and to be careful that we don't get fooled by those around us. There's people around us that are preaching and teaching a message that's contrary to the Word of God because they're basing their teaching on human reasoning. And we know that it's flawed, we know where it's going, and we know that it's not the answer. And so may God give us grace
to apply these biblical truths to our lives and become the men and women that He's called us to. And so I just wanted to say, if there's any of you here that would like to stay back and would like someone to pray with you, or you'd like to talk through your circumstance, maybe you just want someone to listen to your story, because you know that in your home life, in the way things have gone in your past, maybe as a dad or maybe as a child in your home, maybe your experience in your marriage, and you're sitting there thinking, it's not ideal, the circumstances that I've been under and that I've lived with, and I would just like to have someone listen to me and pray for me. Feel free to stay back and ask for prayer. We're very willing to pray with you. If we don't have an answer, we know God has an answer for you. And so ask for help. Don't go through life carrying a burden that you weren't meant to carry by yourself. Recognize that here as a church, our desire is to be a blessing to you, to be a help to you. And so if there's someone here that can pray with you, we really want to do that. We don't want to see you go from here thinking you have to live life independently and on your own. We're here to be that blessing to you that we can be. So may God give you the grace to ask for help when you need the help. And together we will seek the Lord for an answer that specifically matches your circumstance. So let's just close in prayer, and we'll go from there. Father, we thank you, Lord, again for your goodness. And Lord, we know you are good and that your word is perfect. And we know that it will not return to you empty. And as I think of the word that was shared here today, Father, we ask that you would cause it to bear much fruit, Lord, that you would work in the lives of the men, Lord, that we would reject passivity, Lord, that we would lead courageously. Father, I pray also, Lord, that we would expect a greater reward and accept responsibility, Lord, all these things, Lord. Would we be the men that you called us to be and practice that faithfully with our children, Lord, and our grandchildren, and that the generations that would come would see the fruit of godly living according to your word. And so, Father, would you bless your people, Lord? Would you cause your face to shine upon them and be gracious to them, Lord? Would you lift up your countenance upon each one here and give them peace? In Jesus' name, amen. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run, there's a victory to be won. Give me power every hour to be true. Amen. Just a reminder that if you want to get involved in some of the areas of service in the church, go see Prim and Abe and Maggie Fair. They would love to get you involved in some of those things as well. Have a good day. God bless you.